Herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Comedy, Luxemburgs feines Battle Podcast. Mam Gilles und Mam Pitz. An das Player haben wir auch zwei Gäste, und zwar der Franz und der Ben von Asator. Herzlich willkommen. Moin, salut. Bonjour. Ja, an, wie geht dir zwei? Ja, mir gut geht's. Das ist gut. Das Kaffee, ja. Und so sitzen wir hier am Schwarzmadersch, ne? Na, gemütlich. Genau, alles Gute weiter. Ja, ich wollte dich auch merci sagen, dass ich Zeit geholt habe, für einmal zu machen. Jo, merci auch. Ja, merci. Ja, wir wollten ein bisschen über deren Werdegang sprechen und eben auch über der Band Asator. Prinzipiell wollte mir ganz aus dem Nähen holen. Das war die Idee. Wie geht da wirklich zur Sache, ja? Wir machen keine Halbsachen. Ja. Wo fängt ihr nun? Ich stelle mal einfach die ganz groß froh. Asator ist für die Leute, die sie nicht kennen, als ein Black Death mit halt Viking inspiriert Metalband von Lützeburg. Und ja, wieso Asator? Was bedeutet den nun für ihr? Und wie sieht er dazu kommen, ich überhaupt mal so zu nennen? Und das muss ja auch eine persönliche Basis haben, denke ich. Also, ich wusste immer von dir, ich muss so einen Märten Punnim am Anfang. Okay. Also, wir haben das am Anfang, ich weiß nicht, Franz 2 oder 3 Mal umgenannt. Ja, also man nimmt das nicht Stichwort. Ja, also wie gesagt, wir hatten immer irgendwie nur im Gesicht. Mal hat man Minas Morgul gegeben, ne, so aus der Herr der Ringe-Welt. Ja, ja. Und dafür drunten, ich weiß schon, wir werden nicht nur noch. Dol Guldo noch, und ich weiß nicht, was noch Cool. alles. Jedenfalls, war aber immer irgendwie, waren die nicht immer rumvergehen. Natürlich, Asator gibt auch schon Pummel, gibt ein mexikanisch Asator, gibt ein österreichische Band, die Asator ist, gibt auch ein deutsche Band, die Asator ist. Also, die Nummer ist auch schon 100.000 Mal vergehen, aber nur einfach irgendwann gedacht, komm, wollen die nur auf fertig. Weil bei dem letzten Nummer, den wir hatten, zum Beispiel, ich kann erinnern, was immer angeschrieben ging, für was mehr oder so heische, wie die andere Band, die Minas Morgulis, die war ein bisschen mehr bekannt, die Zeit. Ja. Und nun war es einfach irgendwann darüber festgelöscht gehabt. Boah, wie war wir uns eigentlich darüber festgelöscht? Wir hatten von immer mehr so die Musikrichtung angeschlagen am Anfang. So ganz speziell auch am Anfang, weil doch ziemlich viel Amon Amarth Influenzen hat oder eben auch im Allgemeinen ein bisschen so die Viking Metal, Pagan Metal Richtung war. Auch, ne? Und man gedacht, gut, dann gucken wir das mal, also auch dementsprechend ein bisschen so auswählen, dass dann auch ein bisschen weiß, okay, das geht so ein bisschen in die Richtung, das Ganze. Ein bisschen, ja, scheinbar. Ja. Wir sind direkt mit drin. Genau. Das stimmt. Ich kann nur ein kurz Tische funken. Wie ich ihren ersten Album, also Weg wie sie es gelöscht habe, ich kriege absolut Bathory-Vibes, gell? Ja. Ich denke, das ist schon ein indirektes Kompliment, gell? Muss ich schon mal so Ja, das ist definitiv schon ein Kompliment, das stimmt. Das, man den das gerne vergehen, weil also ein Album ist wirklich geil. Der hat, Moment, da muss ich mich kurz erinnern, der hat für Incest geopend, wie sie hier Release hatte. War das Das stimmt, ja. Da hatte ich für dich gesehen und du hast noch, wie gesagt, Bassisten tun so, den du kennen ich. Und die sagen, den Freddy, den kann ich auch, weißt du. Und da passt du schon mal wie du heim. Das fand ich da schon mal immer so cool. Da sind sich aber irgendwie immer kennt, gell. Ja. Alles ein kleiner Gemein. Wann ich der froh du hast so gesagt schmengen den Punkto de genre sommer Viking Metal as hier wirklich etwas ganz gigantisch Großes wo vieles kein Dra passe Ja, das ist ja wirklich, da geht von bis, ne, also ich meine, das ist einfach ein bisschen wie Sachen, die sind wie so klischeehaft, ne, die dann, also was ist mit klischeehaft, jetzt ist das eben, das Sachen, die sind da rein, immer mit Gitarre, und das auch Sachen, die sind dann mehr auch mit Keyboard unterstützt oder mit Samplen, oder eben mit ganz fremden Instrumenten, wie wir doch mal hatten. Wir hatten nämlich zum Beispiel das war Linda, das hat Flöte gespielt. Ne? Cool. Da haben wir sogar wirklich ein Flöte bei uns. Ne? Also das hat dann Lieder eben mit der Flöte begleitet, ne? Ein Party-Lieder von uns, ne? Nicht alle guten Lieder. Das war eigentlich ein ganz interessantes Kombo. Linda aus eben als persönliche Gründe aus hat nämlich Führung gemacht mit der Musik, ne? Das hat er da ganz abgehalten, ne? Und gut, dann wird das aber noch nicht irgendwie davon aufgebracht, wir irgendwie Führung zu machen, und dann eben Anschluss gemacht und Lieder eben weiterhin beibehalten, wo hat auch, also sich die Lieder, wo hat eben dabei war,
die waren auch schon so geschrieben, dass es rein auf Gitarren abgebaut sind. Halt, ne? Hat eben so einen Agenzka doch mit der Flöte, halt, ne? Was da ganz flott war. Aber das gibt ja noch einen gewissen Dave mengenech wann ich lo einer Bands ging gucken es der 10 war natürlich Marv das puren Melodic Death Metal aber Ja, auf der ja. Basis ne an immer wann so Instrumente hörst wo generell net wirklich lo bei de genre passen oder bei de Stil von der Musik wo du willst machen mit passt bei Thematik an dem Fall aus dann ob du Viking also der Volk dat gött ja dann en gewissen Dave wo dem ganzen eng Schöpp Emotionen da noch beilädt ging es so Ah ja, klar. Ja. Also ich denke, wir haben noch viel Lieder bei uns, die muss man schon über Jahren beibehalten. Und das sind sicher einfach die größten Klassiker, die wir auch haben. Also die auch nicht verschwunden sind. Und die werden wahrscheinlich auch in Zukunft, wo wir irgendwann im Jahr 2000 am Bulli rum werden live spielen, werden die auch im Abtauchen halt. Ne? ja, wir sind dort zum Beispiel wo man für du noch hat er gesagt Minas Morgul war echt Idee für Numm und dann noch Dolguldur also der Lied op der CD Nazgul seht ihr schon okay Ja, das ist immer etwas von Herr der Ringe hängen geblieben Das ist immer schon immer so von der Hand geblieben, genau. Das sind immer so, die Elemente sind, das waren nur so auch die freien Texte, waren mehr basiert darüber, respektive auch die Idee vom Lied war auch mehr so darüber abgebaut. Später hin ist natürlich auch mehr so die Wikinger-Mythologie mit da rausgekommen gewesen. Ne? Natürlich ganz viele bei diesem Album eben all die Texte, die sind eben auch wirklich auf Wikinger-Mythologie abgebaut, eben also das Lied Nazgul, das eben halt mehr an Herr der Ringe, an Tolkien-Welt interpretiert halt. Ne? Und eben noch das Lied Menschenfleisch, das können eben auch so reisen. Ne? Später, wenn ihr ein bisschen Tolkien-Fan seid oder ein bisschen die Filme kennt, ja absolut ich weiß, so kennt ihr die Natürlich, Filme ja. wahrscheinlich auch. Ne? Ja, ich meine, Gilles kann doch Bücher auswendig. Ja. ja eben. ich so nerd ich lese war zwar nicht Herr der Ringe weil den das aber verdammt groß mit Silmarillion lesen ich wirklich seit ich meine 6-7 Jahre all Jahr Emol und ich fand immer neue Sachen das ist wir waren ein bisschen Zeit versagt weil du war mal viel den Band singen für ganz Ja. Glasstör gelesen das ja fertig ging das Okay. ja du entdeckst nicht ganz dann das Wahnsinn was der Mann geschrieben hört dann die Idee wo hat dann ja Also, ich muss auch so, wo ich schon einen anderen nur noch Gesicht hatte für die Band, ist schon komplett Lexikon also durchgeguckt gehabt vom Tolkien-Universum. Und alles hat irgendwie cool geklungen hört, das geht da schon. Gorgoroth natürlich, Nagorod oder Amon Amarth könnt ihr auch da reisen. Alle Götten, die nehmen sie eigentlich alle Götten aus dem Tolkien-Universum. Ich muss schon nicht wirklich etwas Fund gehabt, also Minas Morgul war auch schon vergehen, also und da war man einfach ein Schuss kombinieren, also für Asator fertig, Asphalt, Gängisches, war natürlich gängig, göttet eben schon Pumol, ne, an anderen Ländern, an, ja, Stilrichtung. in dem Moment go dann Stimmen die an Österreich Ja, okay, das effektiv. Mir so, das ist immer so eben dieselbe Stilrichtung natürlich, die du angeschlagen hast, ne. Aber, ja, wie gesagt, ich schwätze nur von der Stilrichtung, die hat sich natürlich auch über die Jahre weiterentwickelt, ne. Ich meine, du sind wir ernster sind weniger am Songwriting. Wir sind aktuell dabei für ganz neue Sachen zu schreiben, aber im Moment eben ein bisschen Männer, mehr hatte eben für paar Monate, wo alles ein bisschen abgelockert war, da hatte man sich ganz viel Gelegenheit für eben neue Lieder zu schreiben und da haben wir ein paar ganz coole Ideen. Also da freue ich mich schon drauf, für die Sachen mal live zu spielen. Also etwas ganz Ernstes drin, wie wir mal auf der CD und auch. Ne? Okay, interessant. das hört gut an. Aber wenn ich auch kann also- auch just ein kurz erwähnen wann ich richtig verstanden hun den Freddy as nimi bei ich Nee, den hast nicht bei uns. Den hat für sich erst gesagt, dass er gegen gern abhalten. Wir sind auch ganz froh, dass ein Bayer ist für die Zeit. Also, wie gesagt, den hat ein extrem Potenzial mal drauf. absolut das Ja, muss ich wirklich ja, sagen, ja. Eine extrem gute Stimme, also ein gutes Variation auch gehabt an der ganz Stimme. divers Ja. und noch viel ja mal natürlich nicht viel ausprobiert viel mehr Texte geschrieben die 3 Seiten und okay ja das das aber war dann noch wirklich flott nicht ja, so. in den sich engagiert das Also ja, den hat das sich schwer wirklich zu voll fassen. rausgeknallt, genau. So hat das wirklich gut gemacht. Ne? Also, wie gesagt, wir waren auch dankbar für die Zeit, wo wir mit dem hatten. Ne? Weil wir eben dann eben so einer Zeit aus, ne? Dann, wie gesagt, dann kommen eben rum. Die einen gehen und andere kommen rum. Halt, ne? Ja, selbstverständlich. Schön an sich.
den Natürlich, ja. den echten den lo rausgegangen ich mein hatten für du noch schon einer Sänger ne, die krummer gegangen sind ich mein die Franzer nicht mehr sind die zwei die am längsten dabei sind wir sind so Gründungsmember so gesinn Ja, den war verrüm dat sich geschmegin net für den Alben weil ich fand den stimmen das immens vielseitig und klingt richtig brachial an Dave geil geil fand Nee, war definitiv hast du war das also, ich mein, die Leute aus vier gesinn hun einfach die allgemeine Situation mehr hatten so viel Zeit zu proben warst du als Konzert wahrscheinlich auch nicht immer so taubern wo man mit dem neuen Line dem Friedment Leute hast du gesinn in der Woche schick mir doch war doch Stimme noch guten Deal dazu beigedrungen wird da kann ich ja vielleicht auch an dieser Stelle und Daylight wo du besser null drin also doch sich der Sänger wann der Stelle richtig verstanden hun wann ihr sich der Rolle gewusst fehlt gell ja wir sind natürlich noch genau immer noch die scheiß Covid-Regeln die leider muss sinn me wann aber in der Bausen aus die Schlu von dem was man gesucht und inspiriert fehlt Käten Schmeike bei Melle Ich meine wie kann schon Wikinger Helmer an brutale Schlürchte widerstohlen net eben ich kann nicht sagen nee leider nicht nee. Gut für vielleicht ob ich mir persönlich mit zurückkommen so was dir da nur gefangen so muss so die letzte wo ich 10 hast für aber schon kein unbekannte Sache bei am Ländchen wo fängt den du an wo muss ich nur die Stritze so okay ich gehe mal ein Instrument kaufen an ob du Batterie aus Gitarre Bass egal was tut dich jetzt motiviert die überhaupt Musik zu machen also auf Menge Seite ist muss so ein schon mal 15 Römer hat schon gefangen mit Gitarre spielen also mein Pap ist ein ferner Rossi so kein Unbekannten an der Musikszene gut zu wissen das so vom Bluesclub Lützeburg unter anderem zum Beispiel ich meine doch den Rock auf der Burschsusel den organisiert noch an der Web an der Kultur dingen auch mit Mittelalter fest Useldinger sind auch für den Hauptorganisator okay cool erinnert mich ein bisschen dazu bewegt gehabt für Musik zu machen weil jeden hat eben ja nie so Gelegenheit für selber Musik zu machen mir wurde wenn man der Musikszene dabei sind war ja auch dann also erst immer noch Manager freier Hunse everyday Zulu gehecht ganz frei das muss ganz Jahren hautschen sie und haut der kirische Nummer dazwischen haben sie Clanrock gehecht auch ob der Clanrock noch kennt 2000 die auch ja, bisschen wie so die keltische Spur angeschlagen hat bisschen so die moderne keltische Musik gemacht modern mit Gitarre eben unterstützt so war auch ganz interessant war alles aber ja wie gesagt das war so stehen dem ich ein bisschen dazu bewegt wird wieder Musik zu machen und nur einfach ein bisschen so die Stilrichtungen ranzugehen hat zwar nur explizit nur so an die Metal-Richtung rangelauscht hat recht später hin hat die Sachen noch mehr entdeckt aber ja wie gesagt du waren als mein groß Aufschluss halt und ja du sind schon richtig von der Stadt dann ein bisschen eben selber probiert respektive sind dann noch eine Musikschule gegangen gewesen ja dann irgendwann her dem Franz den Hünde nicht so ganz weit weg gewohnt von mir und hin mir hun also Fong für du kommen eben das der Schule bist so also ein echten Drummer eben auch den Jerome Heitz den hue noch vum freier Kant halt reifst den Dwer so ja du Nummer nicht van enke ze summe gedulden an hummer eben bis zu summe gejam menggen Franz wie wer dat modern ja genau ja sech und Instrument immer cool von als klein kann schon an de Sound eng verzerrte Gitter mit vieles wat schme cool fannnen kann ich schnell schon relativ jung im Alter mit dem Ku immer ges was net klein schon nicht wann oder dann war du Zeit do wo ich schon noch kommt der Kur Instrumente belehren werden effektiv Gitter als Probe Zeit genau das ein bisschen darüber wo du Kontaktfläche nur geschieht aus ja okay ja, genau das ist ja cool Geschichte ich glaube effektiv und erinnern glaube ich am Bus von der Show leben das sind die besten Geschichten eigentlich ja das sind so die herrliche Geschichten effektiv dann Musikschule waren so Examen zum Schluss zum Jahr und die Band war dem Moment ich hatte 13 14 Jahre ja okay an der Band bei 17 war dann
die Leute die der Band die muss gesinn und gesagt raus mit dem muss war schon war schon sagen genau das immer bis das Gespräch kommen weil eben offensichtlich war dat den Metal lauscht hat und das eben noch ACDC Iron Maiden so die Klassiker halt Ja, voilà. War eben so die Einstiegsklassiker voilà, genau. genau Wo wir alle waren ja einfach bis Gespräch kommen wie dann so gelaufen sind und mit der Band weil in dem man den schon gang schon heute Ja also ich war doch schon bis im Gang neben halt Jerome also Holzer hin dem Drums gespielt genau doch an der ewenger Musik hat hier auch gespielt von Stundenrischer anderen und ja wie gesagt ich kann wohl nämlich so ganz genau so Spengen war auch weil ich hin am Bus eben so kennen also mir kennengelernt hun Schatten zwar vu freier nach kann es der Primärschulen aber bist so du nicht von Bus bist du so in der Wege gewesen der Schule und bist und ja Lust hätte Schluss bis Team zu spielen und zu Sterne kommen gewesen musst du französisch von eben froh tun ja hast du Lust Mod zu machen dann haben wir zu 3 gespielt ne? Ja, dem Moment ich mein, einem größten Alter stellt so nicht viel froh ich mein, heute muss alle schaffen gehen dem uns halt oh ich hoffe, nicht ja, das ja, für die Freizeit also, ja. sehr für Sachen für den Prüfungen nur gewechselt voilà, Demos hat den Jerome hatte Führerschein noch den aus dem sicher kommen gewesen Material sich vorbei gefu ja halt am Gartenhaus war immer ne eben so geprüft dat ganz dürft der Modkrit gehabt ja und mein Opa ist haut nach froh wann ich der hart optre ja die lauscht doch Mod Metal ja. mit schwach ungewollt effektiv grad gemerkt dass Leute muss Bus fahren ja Bus passiert viel Bus fahren da kommt vielleicht ein bisschen wie Bern op den Marsch dem muss effektiv so noch Kontakt waren Tisch mal dass Band nicht albanisch gesagt und dem muss am Diskman ja richtig klassisch ja cool das kommen von den mir harte Sachen noch dat spiegelt schon ball wann ich nur kurz kleiner opmen meine Peter nicht min dat schon an anderen Episoden erwählt echt zum mal die typisch Klischeen wie dat Logado geschwert hat ja das offensichtlich dass er Metal lauscht hat zum Beispiel auf der zweiter Seite so, ja fand du dich geseist dat echt wat du gewöhnlich muss als oh dude hast du an CD an die hast mega geil und da muss man her du an dann verlierst du dich so viel mehr Anfang machen verlieren me im ganzen genau das aber irgendwie immer agrébel so ne ja das ist wie flott natürlich verromantisiert in das bisschen ja. Das war echt Geschichte weil zurück drin denkt natürlich ja, ja. Kompliziert alles ne? Geschichte für Geschichtsbücher ja wie gesagt von dem Zeitpunkt da ist wo wir uns 3 gespielt haben da haben wir dann noch von hat man dann ja, die Rolle mit denen am Zug kennengelernt ja genau dann die Rolle das Bassist war ich kenne noch ein bisschen ja also die Rolle den hast du sich dann noch wo am Start und Schulgegangen sind du hast Rolle am Zug von wo kennengelernt ne ich wusste das sind bei Effect Rapture spielen halt ne muss man im Gespräch kommen ne im Stadtbrick gewundert sind mir rausgekommen gewesen dann du bist und dann sind wir ein bisschen so im Gespräch kommen gewesen ja was Lust ist ne mehr Hunde so Projekt umlaufen ne Kate Flanner Bassist gebrauchen also und ich gesagt, ja, okay dann kommen wir ein bisschen lang ne weil Roland und Heiz die Hunde sich dann auch so ein bisschen weggekannt ne also die haben dann ein bisschen so ja also sind sich kann aber nicht wirklich und die sind schon noch besser kann wo dat immer zu stand kom bei Probe kom ja wie gesagt so aus dann dem muss aus Facebook gehen wo so geschrieben hast mir sich so in Martin an den Qualitäten dem muss bis einfach 4 Gespräch direkt auf der Platz gehabt Leid zufällig getroffen oder was du so von weit hier kannt so gespart Lust kannst du bisschen ja paar doch mehr bis persönlich das gebe ich so ja nee das war wie gesagt das war so flott ne ja, du filmst wahrscheinlich mal war viel man neben Tour die Zeit viel Konzert gegangen ich meine lange man den Ausgang ja das ein bisschen mehr, das sind immer also ich so war nie aber gut rauskommen also den Spaßfaktor damals gut verstehen richtig ja das ja genau schon mal da war dann nicht neben du war also ich finde das so Spaß machen und so ja ja das soll ja dann noch so Band wieder
widerspiegeln so, Ja. so gell. das ist auch egal wie das wichtig ist dat der Spaß bricht ne Ja, absolut. genau wat waren dann so ein bisschen eher musikalisch Inspirationen für Asator zu gründen oder für die Stilrichtung zu machen was die macht ja also wie gesagt ich war die Zeit finde ich schon die Schranke von der Monarch ganz gerne gelauscht hat ne so the versus the World Album zum Beispiel den man nach Haut für mich noch der besten aus Ja, da bin ich da eben recht. alles ein bisschen was so in die Richtung eben geht halt ne sind den Melodic Death Metal war Stimmung war ich ganz begeistert davon Hautspäner op dem ja um Black Metal Trip ne ich noch so op dem Post Black Metal halt ne okay cool méi so ja wie gesagt wie moderne Black Metal an aber ja du nützt wie so modern an trotzdem aber noch sind ich noch immer ob der dem klassische Black Metal natürlich auch immer noch ganz gerne halt ne ja wie gesagt der typische Ball vor dem muss relativ viel influiert für den Musik an der Richtung eben zu machen halt ne ja der Franz hat eben noch ein bisschen noch sich singen Abfluss Rabrisch gehabt ne war ganz viel op Iron Maiden und Ja, die Zeit, ja. ja. Genau dat hammer voll. Du nicht war ja durch Band Marvin ich meine Mar was effektiv dat wo man also am Anfang trop gehen starten ein bisschen Genau. aber ja schön auch nie von der Marine geklungen das ist ja Beispiel Ja, die ja. Death Metal Melodie Death Metal die Geschichte von der Marvin Martin bis wie pagan folkische Melodien ja genau ja ich muss so hun nach frei Lieder die man zwar nämlich live spielen noch näher als irgendwo abgeholt sind leider die nur effektiv noch viel mehr so Richtung pagan wirklich geklungen also wie so Folk pagan da waren noch viel mehr genuddelst dran also das war schon noch ganz anders sie werden Album zu hören also da wird man eben lo am Moment eben schreiben das ganz anders gewircht noch also ja, weil die Zeit noch viel Ansifährung gelöscht hat Ja. ja. noch bei also ja Chill auf Boden auch sicher ja nicht von Ja. das Spiel viel beeinflusst gibt durch mir trotzdem war ein Band die dem man groß war und die auch cool war absolut Ich meine, dat du mir zu der Zeit dat muss Ufang 2000er gewicht 2006 oder so keine Ahnung dat war du wo Öschlo persönlich durch de Pitmengen op Chillen auf Bonn kommen und du kannst dann recht gehen dat dat Dore wäsch gesprengt dann du kannst nicht wirklich erklären für war weil dat wat de gezwaft und hat dem Moment nach gehen so gemäht ge war sehr die geil Solen die mega viel Klang Melodies wie nennst du das so Run zwischen einen Riff war schon impressionant cool Keyboard ja war ein geil Band absolut absolut ja auch der große Funne ist gegangen leider ne letzte die kurze gestorben Ja. ist auch das stimmt das war schon ein kleiner Schock war zu Jahr 2021 präsentiert sich ja sowieso schon net so gut wann der Stelle schon kann ob dat leidisch Thema zurückkommen wen hat er erwart Ja, da sind wir mal so. Wir hoffen natürlich alle Guten, dass es irgendwann ein besser geht. Und das dann in dem Fall auch für Asator. Was bringt dann hoffentlich die Jahr 2020 für Asator? Tja, also wenn ich gucke, letztes Jahr hatten wir eigentlich ganz cool Konzert gehabt. Für allem haben wir auch zu Paris gehabt. Also schon Cool. eine cool Nummer. Aber leider ist es nie dazu gekommen gewesen, ne, weil das war im Motzen am ja, Lockdown alles. Ne. Das war am März, sollten die Sachen gewesen sind. Das war dann schlussendlich, oder März, April, weiß ich nicht so ganz genau. Ja, so, min Ewigant haben wir noch Konzert gespielt in Deutschland und Genau. im Sommer die Ewigant drüber Paris und da war aber Lockdown. Das war das Still Reaching for Darkness Festival. Da sind wir eben gefreut für das Spielen. War ein ganz coole Konzert. Ne? Das ist für ein ganz unbekanntes Publikum gespielt, das wirklich kein Mensch das kannt. Die Leute waren begeistert, war wirklich eine coole Show. Aber ja, und so sehr wie das, ja, so sehr wie gut gekonnt war, da immer alles zack, so, wenn ich wie du. Metal Battle, ja, das. ja der hat er auch sollte spielen Genau, du haben auch sollten Du dabei hast sein. immer keine Chance, wenn ich durch den Zweck komme oder so, dann hat man direkt eine Flashkarte Franz Stand gebracht. Ja. jetzt Aber boah, das ist eine Reihe sowieso und das geht weiter. Ich meine, das Jahr, also wir machen da weiter mit letztes Jahr, das ist echt ein Sänger fanden, wo wahrscheinlich hat man, also das wäre wahrscheinlich gut 4 Uhr gegangen, wenn man normal hätte keine Proben mehr, bei dem Moment, wo ich dort gemeldet habe. Wo Okay. dann neue Restriktionen gekommen sind. Genau. Das ist du, da wohl eine Priorität, also für den Rest bin relativ viel Material schon geschrieben. Eine gute Part Ideen noch schon, also Ideen eben abgeholt, die mal noch proben müssen.
Finale, dass du dat denkst du das Jahr besteht. Ja, dat huet fir sie Sachen wirklich viel Priorität. Me wie gesagt, also das so wirklich Käse direkt aufgeneucht von der falls darum als steht, wo man kind spielen ging man natürlich auch wahrscheinlich spielen. Ne? Vielleicht auch ein ganze neue Programm, das Programm von der CD. Da muss man sagen aus Menschen nicht realistisch für das Jahr. Ja. Das brauchst du Zeit. das ist Zeit, ja, das stimmt. Ja, ich meine, muss sich immer ein bisschen ausspielen und dann natürlich, ja, das hängt natürlich dann auch davon auf, wie das überhaupt das Jahr weitergeht. Ich meine, also ich bin mir ziemlich sicher, dass falls Remake sollte Festivals oder so ich Sinn am Sommer, ich meine, da gehen die schlechteste Festivals ever. Das kann gut sein, einfach ja. kein Mensch mehr geprüft wird. Das kann ganz gut sein, ja. Also, geht ein bisschen mehr Rock'n'Roll. tut keine Routine, ja, so, und das geht dann einfach mal ein bisschen wie so Impro, Rock'n'Roll alles, ne? Ja, Oder die Leute, weil ich schon gemerkt also mein Gitarspiel das besser wie je, weil ich einfach viel Zeit auf jetzt üben. Oder das, die kommen all die 15-Jährigen, die schon Mauer schredden. ja. Das ist immer in die besser, als wie du es überhaupt ist. Ja. Aber das ist ja keine Kompetition mehr, das haben sie schon, die haben nicht viel auf YouTube gewesen, das ist schon ein bisschen erschreckend. Ja, ich weiß, was du denkst. So, there's always a Japanese person better than you. Das ist immer eine schöne Überschrift. Wie, sagen wir so, ja, Zukunft hoffen wir, dass natürlich alles Restriktionen so gelackert gehen oder zumindest teilweise abgehoben gehen, dass sie dann natürlich an Konzerte gucken gehen, auch für Eislo, ich meine, mehr sind Zuschauer. Für Eis ist das natürlich auch irgendwo belastet, so wie viele andere Leute dabei sind. Das muss ich einfach tun. Ich meine, ich schwätze da für uns alle Guten, gell. Ich sprach live Konzerte, gell. Ich drehe ihn durch. Jetzt ganz dringend Zeit, ja. Das Also für allem vermissen ich du oben da am Entrepot auch ganz viel, Ja. weil Entrepot, ich meine, der kann da bestimmt auch, ne? Den zu Aare, das ist ein geniale Saal für mich auch, ne? Weil er einfach ein gut gereist und das ja, das unbeschwerlich, wie du rock kannst, das alles ganz easy, du an den immer ganz fette Programm. Das stimmt, ja. Ja. Und das sind weit von mir, ich muss 10 Minuten fahren. Das ist praktisch. Ja, nee, also so oben da vermissen ich aber voll, oder auch mal an der Kufa, wenn etwas war, ne? Also, Ja, Kufa ist herrlich, ja. weil die auch ein bisschen so einen gewissen Stufffeeling, ne? Wie Genau. Stuffges Rockung, ne? Also, ja, aber auch so klein Konzern und Kaffee, ne? Wenn ich schwätze nur mal vom Bellwald in Mixen Cava, der auch ganz viele Konzern tun hat, ne? Bevor alles zugegangen ist. Größte Success wirklich da hat, ne? Und der Winzer so einen ganz coolen Patron auf dem Kaffee und der lässt ganz viel mal zu schwätzen und ganz viele Ideen aus. Wie gesagt, ich hoffe noch für ihn, dass die Zeit irgendwie übersteht und dass du Kaffee machen will, gar nicht mit den Sachen. Ja, ich meine, das ist die größte Frage, die sich stellt, ne? Wie präsentiert sich die Szene, wen mischt noch weiter? Ja, wen evaluiert, ja. Promoteuren, ja. Ja, aber lo eng sag lo leng Punkte Promoteur also der Punkto Band ich mengen das, Ja, das ist wie der ja auch selber schon gesagt hat, das nicht einfach für zu proben wann muss was de soi-disant illegale AW mais du willst aber auch deiner Passion aber entgehen kommen gell und dann für dann du irgendwie Kompromisse fannen an der do asilo wat ein Jahr also schon ein Jahr hier dass das lo gefangen hat noch nicht grad aber Aber könnt du nur bei. Da sind wir bei ja. ja dafür also kann ihn dat überhaupt noch so ein half Jahr sonst mal so machen wie lo ohne einfach so ne vergisst du irgendwo gehst du dann einfach gehst du nicht op Ja, sind gut froh. frohen ob dem man natürlich auch nicht wirklich antworten wissen Ja, mit Sarah sagt für diese wirklich mal gesehen, ne? Also ich stelle mir wirklich froh, wie viele Bands gibt es nur dem ganzen neu überhaupt noch. Also in eurem Land mit Spengen aber allgemein Generell, überall, ja. ne? Weil Spengen, das ist so eine Zeit, ne, wo dann nicht wirklich aufs Hero geht und Leute aber irgendwann keine Wehr ausschlafen vielleicht auch, ne, oder andere Interessen irgendwann nur gehen und doch schwer aus der Remenke unzurappen, ne. Spengen für Remenke so auf den Punkt zu kommen halt, ja. Ja, gerade für die am Sprung waren. Ich muss so Parity auch denken, die wollt ihr so. Ja, CD Spengen, rausbringen und zack, alles zugemacht. ja Oder los Skat, auch müssen noch so. ja, Ja, Spengen, die leider. auch guten, ja, müssen, ja. ich meine dass du dann an dem Fall auch wie ihr nicht viel anders das silo ehrlich ist schon ihr wie gesagt
op der Inzest fir deich gesinn ich wusste dass Dich ging gin méi ech schon awer gefiel gehabt dass wie du schon fir du gesot 2019 war mengglech fir as doch nach en gewissen du hast eng gut Schëpp beigelöert gin Punkto Bekanntheitsgrad einfach an fir das da lose war das van leider das vergessen war bist blöd weil CD war grad du merken die 5 Konzern umsteckt ja die du wo man gespielt haben dat war bis shirt war schlechten Timing ja war los Situation Sänger fort war wie gesagt mir nutzen Zeit also klar ist das noch gut als ein Hobby ja das also ist ja, so semi professionell wird man an dass du in anderen Job muss ich für überhaupt die Patronen zu kommen nach dann der vierte Datei und nicht die Einstellung nicht mal dran kommen so muss man Zeit dann nutzen für die neue Projekte nutzen und die mal Lieder schreiben wat kann in sech dann ja dat wollte ich froh wat kann ich do nach 4 stellen ich mein hat gesagt okay dat geht schweiflo bessen aber liegt von dem of wat mehr bis lo vielleicht heieren hunn wat kann in sich dafür stellen wie sie der dann so mal ein neuen Album wie stellt den sich statt lo 4 wollen wir mal Situation erlaubt du de Sänger Motivation hast du die sind do wo geht Tre hin das bisschen man Viking also das mit den Black Death ja also ging Mengen das ganz viel Postelemente also ganz viel Post Black Metal mit dran halt, ne? Also cool. so ein relativ viel geknüppelt an lange zünden Melodien halt ne? Ja den armen Drummer stumisch Okay, das klingt vielversprechend. Keine vielleicht als klein, ganz kleine Nuance, vielleicht so ein bisschen der Weg einer Freiheit, so ein bisschen so Okay. Nuancen dran. Also Richtig geknüppelt und richtig gute Platz ja aus mir gesehen ja muss 3 Lieder haben wir geschrieben muss gucken wie die nächste ist mit das effektiv das bisschen mehr den Melodic Post Black Metal so. Ja. dat wär dann mengch och die Echtband die schon vielleicht mal ging aschlo richtensinn ja war steine viel also wenn ich nur dat Night für Skato gelöscht wird der Schluss der war ja auch schon relativ viel versprechend ja Absolut. das Ja. war du bist wo was mensch klar Also ich muss auch so mir waren noch die Hälfte in der Tat die gefordert die dann ein bisschen mehr an die Viking Metal Shindo ja Fer du weil ze och nach eng wo bisse Nuancen hat aber lo Ja, net so, aber net so Ich offensichtlich find's wie net dir. viel hier am Land definitiv net ne. ja stimmt am Anfang lo die laschen aber dann schon in Flames als Ja war der Kompliment das ja muss ich gucken also auch weil du dann den Gesang dabei könnt Ja. präsentiert du musst mal einfach mal aufwarten wie du hast gesagt ja wenn wir ein bisschen Lockerungen kommen wenn wir mit der ein bisschen wieder bei Nesien hätten wir wahrscheinlich immer den Namen noch der Lust den ja steht für einfach mal lange zu kommen und einfach mal für 4 zu sagen ob das Pause so ne also ja ech gesinn war do es will net so ich gesinn schlecht an Zukunft schmengen natürlich gesagt momentan ein bisschen hellgro ich will nicht schwarz so mehr hellgro Ja, das ist ein bisschen trüb. wir wollen dass es weitergeht an ich denken also Schwarzen vom Peter von mir mir hun das auch von den Gründen wieso man und ihr geduld würden weil man auch Potenzial zu schätzen wissen dann denken dass bei ihr du wert dat auch an Blut go gell das schüßt halt froh wie es dir weitergeht punkto der Restriktionen ich denken der da war ich hoffe natürlich dass ein groß Karrierefirung hier schüt ne da muss ich schon sagen ja. Ich meine, du für sie auch schon Zahl viel mehr wie mir genau du oder soll mal eng Emission man war Rickway Probleme genug zu zählen dafür du kriegen ein ganz Stunde gefüllt kein Problem Musik keine Ahnung Rick da fall gar Paracetamol nennen man soll op ich kann alle gut ja ich schmenge mir hätten vielleicht zu bisschen Leute also an de pur wieder Möglichkeit gehen sich vorzustellen vielleicht auch dann zu definieren wo die Rees dann do higin goen wann lo alles irgendwem okay wert sinn irgendwann wann die vielleicht auch nach froh nu Comedy hut mehr sinn open ja also wir sind war mal froh dass der gemeldet wird bei uns ne für den also schon noch ganz gemütlich den Interview ja relativ weit aus aber viele Sachen das ist ganz cool so Ja. relax
bisschen an der genauen Erinnerung geschwelgen Ja. Ja, das Kennst du mal Memoire schreiben, ne? das also bisschen als ein Zweck von wir wollen erfüllen die Idee vom sich vu Comedy war me willen genau dat machen wat man dem moment net könne machen hecht bei hinesitzen an iwwer Musik diskutieren. Ich hat gleich schon zum Pit gesucht, wer hext wahrscheinlich die COVID-Situation do so schlecht zu auch ass so irgendwo findst du aber immer Elemente wo da gut waren an das wäre der Teil nie entstanden. Ja, so schon. Das halt den große Vierdeel an dat war dann noch wie so Ziel sech einfach mal Leute die motiviert sind an die einfach wollen ein paar Minuten gemidtlich für sich hintralleren ohne lo sich forciert zu fielen dat war die ganze Message die soll rüber kommen voilà. Klappt auch gut. Ja, das ist wirklich gut geklappt. Also, alles gut. Das ist eigentlich schön nur, wir sind für das immer also Ja. die letzte Videokonferenz noch von so. Oder etwas Neues für alles. Ja. Das modern so man muss so gut wie es geht ja ja So so war gut gut wie es geht. gelesen, nicht mal du da der Ziel an noch ich war gut gelesen für die Banner für mich, für Jobo, mein Katze gesehen. Genau. Tipptopp, dann nummer alles richtig genäht. Voilà, ja. Ma wann der Chemie absurdch ging so dann waret dat menggeneg vun Comediesinger seit an mat un seit Asator des Ker am Bannne am Franz. kann vielleicht noch so dat wann du debausen Maul Okay. ja, wann der Bau interessiert as Asator vielleicht bei hinnen zu wissen oder vielleicht jetzt dit leucht dran kann du ja zum Beispiel op Bandcamp kann die digital oder als CD kaufen Selbstverständlich. die Die werte man auch posten wann man genau den genau Podcast ha werte publishen Also bei Hunde noch genug ne CD ne für den CD will hun wenn ab so am Grab holen mit digitaler Tisch geht auch ne rufen und so von daher aber noch also wir sind doch ganz anders sag nur noch T-Shirten also Nech gesinn Ja. Merch. Dat heißt, die Leute bausen Asator Bandcamp direkt Visa brennen lo. genau richtig Na dann bedanke ich mich für die Zeit an für die Flot Story, wo wir da konnten durchgehen. genau war cool Erfahrung für uns. Cool. Am Nun von Comedy an noch natürlich von Asator wünsche mir echt dabei ja bleibt stur, weil irgendwann geht es besser. ja bleibt optimistisch Und dann hören wir uns demnächst bei Comedy. Merci Ben, merci Franz für kommen. ja. Und da beschwören wir so. ja Ne? Stimmt. Allez, bis dann. Ja. Ade.